Ja, nennt man es Pflichtsieg, nennt man es Arbeitssieg. Auf jeden Fall 3:2 gewonnen und ich denke, das steht unterm Strich ganz groß da. Was meint der Trainer dazu? Ja, es war kämpferisch und Arbeitssieg. Also ja, wir machen es uns immer selber schwer, aber ich muss heute auch ein bisschen die Mannschaft in Schutz nehmen. Erstens haben einige gefehlt, aber das soll keine Ausrede sein. Aber das größte Problem fand ich, dass die Zuschauer von draußen nicht wissen, was der Trainer zur Mannschaft sagt. Wir führen 3:1 und dann schreien die ganzen Zuschauer nach vorne, nach vorne, nach vorne, obwohl ich als Trainer natürlich was anderes gesagt habe. Und junge Spieler lassen sich halt natürlich davon beeinflussen und aus der Ruhe bringen. Und das haben die Zuschauer heute geschafft, ja, das muss man auch mal ansprechen. Ja, das haben wir so oft nicht als der Trainer jetzt einmal Richtung Zuschauer, aber es war letzte Woche Gohlhofen schon massiv, da hat allerdings der Schiedsrichter sein einiges dazu getan. Aber heute waren wir schon teilweise ein wenig Unvermögen auch dabei. Richtig, aber warum? Wir haben super gespielt, haben dann das 2:1 gekriegt, haben aber schön ruhig weitergespielt, haben es 3:1 gemacht und die Zuschauer wollen immer mehr und die jungen Spieler, ich habe U19-Spieler noch drin, ich habe noch einige, die sind letztes Jahr erst rauskommen und die lassen sich alle aus der Ruhe bringen und ich verstehe nicht warum. Letztes Jahr wollen wir lieber ein Spiel 6:0 gewinnen und den Rest dann alles verlieren. Nein, dann gibt es halt mal nur ein 1:0 oder ein 3:1. Ist aber wurscht, es gibt nur 3 Punkte, egal welche Höhe der Sieg hat. Also von daher verstehe ich das gar nicht. Okay, ich hoffe, die Botschaft ist angekommen und gehen wir davon aus, dass wir allesamt Besserung geloben. Und Bütter 2 steht an und dann kommen die wirklichen Hämmer. Wie schaut es dann aus mit unserem Urlaubern, Lazarett und so weiter? Die nächsten 1-2 Wochen wird es nicht arg besser, aber die kommen wieder ins Training. Und die Verletzten, die Urlauber sind nächste Woche noch weg. Ja, das wird langsam. Aber dennoch will ich jetzt nicht, dass die Zuschauer irgendwie daheim bleiben, sondern die sollen einfach uns anfeuern, uns unterstützen. Und wenn es nicht passt, nach dem Spiel mal was sagen, aber nicht während dem Spiel die Jungen durcheinander bringen. Und jetzt kommt meiner Meinung nach das schwerste Spiel, weil ganz Büttert motiviert ist, mich zu schlagen und den OEV. Deswegen heißt es darauf hinarbeiten. Okay, ich denke, die Botschaft ist angekommen, ist nicht ohne, hat durchaus Sinn, was du gesagt hast. Die Jungen müssen herangezogen werden, der OEV geht den Weg und ich denke, das ist der richtige Weg und da müssen wir ja alle dran arbeiten und ich denke, die Botschaft ist angekommen. In diesem Sinne noch viel Erfolg und alles Gute.